Und es begab sich, da Jesus alle diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Fest, nicht auf das Fest. Das wird ein Aufruhr werden im Volk. Das wird ein Aufruhr werden im Volk. Ja, nicht auf das Fest. Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihr das Weib? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Arme bei euch, mich aber habet ihr nicht alle Zeit. Dass sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging hin der 12 einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge, und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Aber am ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:
Zeit ist wie, ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend saß sich zu Tische mit den 12, und da sie aßen, sprach ihn: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: Er antwortet und sprach: Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehet zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass der selbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortet Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest es. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, danket und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und danket, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an von dem Gewächse des Weinstocks nicht mehr trinken, bis an den Tag, dass ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, ging
gingen sie hinaus an den Ölberg, da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstehe, will ich für euch hingehen, in Galiläa. Petrus antwortet und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich mich doch nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die 2 Söhne Zebedei und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübet bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesichte und betet und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging aber hin, betet und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich,
dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermal schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafes. Und er ließ sie und ging abermal hin und betet zum 3. Mal und redet dieselbigen Wort. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollet ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist die, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der 12 einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Geküsset seist du, Rabbi, und küsset ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griefen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, er soll durch Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass ihr mir zuschickete, mir den 12 Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muss also sprach Jesus zu der Schare: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahen. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehrt im Tempel,
und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllet würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne, bis in den Palast des Hohenpriesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die Hohenpriester aber und die Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keines. Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten, funden sie doch keines. Zuletzt traten herzu 2 falsche Zeugen, welche sprachen: Ihr habt gesagt, ich kann in den Gottes Versprechen, in 3 Tagen, denselben bauen. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Jesus aber schweigt stille. Und der hohe Priester antwortet und sprach zu ihm: Ich beschwere dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach: Du sagest es, doch sage ich euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen, zu Rechten der Kraft, und kommen in den Wolken des Himmels. Dazu reißt der hohe Priester seine Kleider und sprach: Hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt so habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes Sohn, er ist des Todes schuldig. Da speierten sie aus in sein Angesichte und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesichte und sprachen: Was sagt Christus, ist dich schlug? Was sagt Petrus aber saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du
Du warest auch mit dem Jesu aus Galiläa. Er leugnete aber für ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagest. Als er aber zu der Tür hinausging, sah er ihn eine andere, die sprach zu denen, die da waren: Und er leugnete abermal und schwor dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu die da stunden und sprachen zu Petrus: Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald kräht der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging hinaus und weinete bitterlich. Des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten, und bunden ihn und führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landflieger Pontio Pilato. Da das Judas sahe, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuet es ihn und brachte herwieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was gilt es uns an? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin und erhing sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Ist auch nicht das Wesen des Wesen, auch das Wesen des was wir sie in des Gottes Kasten legen. Denn es ist Blutgeld. Sie hielten aber einen Rat und kauften eines Töpfers Acker darum zum Begräbnis der Pilgrim. Daher ist derselbige Acker genennet, der Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesaget ist
durch den Propheten Jeremiam, der da spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben eines Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund für den Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest es. Und da er verklaget ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortet er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen für andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbam oder Jesum, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortet nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Der Landpfleger sagte: Was hat er denn übels getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lass ihn kreuzigen! Da aber Pilatus sahe, dass er nichts schaffete, sondern dass viel ein größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände für dem Volk
und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Kommt, soll unser Liebe. Sein Kommt, soll unser Da gab ihnen Barabbam los, aber Jesum ließ geißeln und überantwortet ihn, dass gekreuziget würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und versammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm, verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider wieder an und führten ihn hin, dass gekreuziget würde. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon. Den zwungen sie, dass ihm sein Kreuz trug. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätte, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischt. Und da es schmeckete, wollte es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teileten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesaget ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein, und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und es wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken, die aber vorübergingen,
lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Du den Tempel, den Tempel, großes und groß, die Feuer schlagen aus in deinen Tagen. Hilf dir selber, bist du Gottes Sohn. So steig er auf, so steig er auf am Kreuz. Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Anderen hat geholfen, und kann ihm selber nicht helfen. Ist er der König Israel? So steig auf, ihr hat Gott vertrauen, der Böse ist es ihm, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget waren. Und von der 6. Stunde ward eine Finsternis über das ganze Land, bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach: Das ist mein Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen und nahm einen Schwamm und füllet ihn mit Essig und stecket ihn auf ein Rohr und tränket ihn. Die anderen
sprachen: Halt, 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 lass singen. Halt, 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 lass singen, lass singen. O Messias komme und ihnen helfe. O Messias komme und ihnen Aber Jesus, schrei abermal laut und verschied. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zu reiß in 2 Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf die Leiber der Heiligen, die da schliefen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschahe, erschraken sie sehr und sprachen: Und es waren viel Weiber da, die von ferne zu sahen, die da Jesu waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedienet, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedei. Und am Abend kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollt ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelt ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzet einen großen Stein für die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die
satzten sich gegen das Grab. Und des andern Tages, der da folgete nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir glauben doch, dass dieser Verführer sprach. Wir glauben doch, dass dieser Verführer sprach, da noch lebte. Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehlt, dass man das Grab verwahre bis an den 3. Tag, auf das nicht seine Schöne kommen und stehlen ihn und sagen zu dem Volk: er ist auferstanden von den Toten und der gesetzte Klug Pilatus sprach zu ihm: